Bäh. Da ist es wieder, das schwarze Schaf, und erzählt von der Mittelmeerinsel Sardinien im ganzen Jahr, zu allen Jahreszeiten, in allen Regionen. Es durchstreift die Insel von Küstennähe bis auf die höchsten Berge und steckt seine wollige Schnüffelnase in alle möglichen Ecken und Orte, von denen ein Mensch noch nie gehört hat. Zuletzt war es tatsächlich Serenti, wo ich gedacht habe, ja, nö, gar keine Erinnerung, da muss ich wohl mal hin. Und immer wenn ich solche Impulse bekomme, dann dackel ich halt mit dem schwarzen Schaf los und guck mir alles ganz genau an. Wir reisen naturnah, kulturnah, versuchen möglichst nachhaltig durch die Insel zu stapfen und ja, hören genau hin, was auch die Sarden irgendwie wollen, wo es besonders schön ist, was sie empfehlen, um daraus einen richtig schönen individuellen Urlaub auch zu machen und Inspirationen dafür zu geben. Das Thema im ganzen Jahr ist uns dabei besonders wichtig, denn Sardinien ist als Urlaubsziel für den Sommer einfach hemmungslos überschätzt und für das ganze Jahr hemmungslos unterschätzt. Und da sind so viele Momente, gerade in der Nebensaison, und zauberhafte Orte im Hinterland, die du so auf der Welt einfach kein zweites Mal erlebst. Und ja, das schwarze Schaf liebt all diese kleinen Besonderheiten und verliert sich oft und gerne in Details. Und ja, zwar bleiben dadurch ein paar Lücken. Klar, man kann nicht alles sehen und will es aber sehr gerne. Und dieser Podcast versucht einfach, einzelne Themen herauszunehmen und die so tief wie möglich anzuschauen. Und wo wir hier gerade beim Thema im ganzen Jahr sind, widmen wir uns jetzt einfach mal dem Monat, in dem wir gerade sind, und schauen, was das eigentlich mit Schafen zu tun hat. Viel Spaß dabei. In dieser Folge geht es also um Sardinien im Mai. Und ich muss sagen, es ist wirklich einer der allerschönsten Reisemonate für die Insel. Eigentlich für ganz Südeuropa oder Europa. Ich finde es wirklich einen schönen Reisemonat an sich. Und natürlich ist auf Sardinien diese Zeit, bevor es so richtig heiß wird und nachdem es im Winter vielleicht auch klamm und kalt war, einfach sehr, ja, eine der schönsten Jahreszeiten, so dieser ausklingende Frühling. Es wird schon fast Sommer, es ist aber, wie gesagt, noch nicht so furchtbar heiß. Und das Schöne ist, es blüht alles, es ist alles grün. Im Mai auf Sardinien fühlt sich das schwarze Schaf immer ein bisschen an Irland erinnert, in manchen Landstrichen, so grün ist es. Die Landschaften haben sich schon seit April einfach in Blütenmeere und Wiesen verwandelt. Es ist wirklich eine Freude, das zu sehen. Und jetzt setzen die Pflanzen auch wirklich zum Höhepunkt an. Allein die Farbenpracht der Euphorbia, das ist eine Wolfsmilchart, die an den Küsten, an den steinigen Hängen wächst, die ist großartig. Die hat nämlich so ein antizyklisches Blätterbild und wird quasi zum Sommer hin, verliert es die Blätter. Das heißt, jetzt im Frühling ist ihr Herbst. Sie wird also so orange, in Gelb und teilweise sogar Rottönen, setzt sie halt so Flecken in die Landschaft an den Küsten und das ist wirklich ganz großartig. Besonders schön kann man das sehen auf der Insel Asinara im Nordwesten.
oder an der Costa del Sud. Auch bei Dorgali gibt es eine schöne Hänge direkt an der Küste. Und wenn man dann über diese bunten Blätter hinunter in das Türkiswasser und aufs weite Meer guckt, das ist schon großartig. Ansonsten gibt es auch im Moment die Mittagsblumen, die so richtig knallpink leuchten, manche auch in einem schönen Gelb. Und ja, ganze Hänge und ganze Wiesen leuchten und duften hier. Auch die Disteln blühen jetzt gerade oder der Ginster fängt auch an. Also jetzt ist auch die gelbe Phase der Insel. Wenn man so von Alghero nach Bosa auf der Landstraße fährt, da blüht alles gelb. Das ist wirklich großartig. Und die Euphorbia mischt sich da auch zwischen. Und es ist halt auch noch nicht viel gemäht. Es ist noch alles grün und wirklich eine wahre Freude, jetzt eine Rundreise auf Sardinien zu machen. Und ja, zwischen den ganzen Blumen finden sich natürlich dann auch Tiere. Also die werden jetzt immer wacher und die Vögel bauen ihre Nester und chilpen und suchen ihre Artgenossen. Und ja, Tiere kommen jetzt einfach raus und die Schafe stehen bis zum Bauch im Gras und Schweine und Kühe laufen frei und finden wieder was zu fressen. Es ist wirklich der ausklingende Frühling und der Mai sind wirklich ganz tolle, ein ganz toller Reisemonat, eine ganz tolle Reisezeit. Im Mai kommst du auch sehr leicht mit der Landeskultur in Kontakt, wenn du möchtest. Es ist der Monat der Heiligen und der Stadtfeste. Das beginnt gleich am 1. Mai in Cagliari mit Sant'Efisio. Das ist eines der wichtigsten Feste der ganzen Insel. Ein eher religiöses Fest, also es sind hauptsächlich religiöse Prozessionen, die da stattfinden. Da wird die Heiligenstatue bis nach Nora getragen und wieder zurück. Und in der Stadt selbst gibt es aber auch für die nicht frommen Teilnehmer ein wirklich aufwendiges, schönes Fest mit Umzügen, Reiterfesten, Karren, Ochsenkarren, wirklich toll gemacht, wirklich schön. Ich habe es in diesem Jahr leider verpasst, da war ich nicht auf der Insel, aber es gibt auch noch ein paar andere Feste, so zum Trost, wer Sant'Efisio wie ich verpasst hat, kann zum Beispiel Mitte Mai in Olbia San Simplice feiern. Und das wird zeitgleich mit dem Fest der Muscheln, Festa delle Cozze e del Vermentino, abgehalten. Cozze ist das italienische Wort für Muscheln. Das klingt für uns immer ein bisschen komisch, aber es ist hier ein völlig normaler Begriff. Der Vermentino ist der Weißwein der Region Gallura und in Olbia feiert man halt eine Woche lang ungefähr. So um den 15. Mai ist, glaube ich, der wichtigste Tag des Heiligen. Und da gibt es auch eine Prozession durch die Stadt, sehr sehenswert. Dann am 3. Mai-Sonntag ist das nächste große Fest in Sassari. Da kommen etwa 200-300 Reiter mit ihren Pferden aus der gesamten Insel zur Cavalcata Sarda. Und dann noch eine ganze Reihe anderer Frühlings-, Dorf- und sonstigen Feste. Hat meistens irgendwas mit Wein und kulinarischen Spezialitäten und Traditionen zu tun. Und ja, es lohnt sich mal so ein bisschen auf die Aushänge zu achten oder in dem Ferienort, wo man sich gerade befindet oder in dem Ort, wo man gerade ist, zu fragen, was dann so als nächstes in der Region anliegt. Es gibt im Mai, manchmal auch in Richtung Juni, ein Fest, das ganz besonders ist. Und zwar ist es die Schafschur.
Genau, die Wolle muss ab. Ich weiß nicht, ob das schwarze Schaf so begeistert ist, aber es ist eine Tradition, dass die Wolle im Mai abkommt. Hier gibt es nämlich auch keine Schafskälte, wie in meiner alten Heimat im schleswig-holsteinischen Norden, wo es im Juni ja gern noch mal frostete und man die Schafe noch so lange in ihrer Wolle stehen ließ. Auf Sardinien ist die tatsächlich traditionell im Mai und das ist auch okay so. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Im Mai stehen die Schafe bis zum Bauch im Gras und fressen und schlafen und fressen und schlafen und fressen, bis der Schäfer sie gegen Ende des Monats einmal nicht mehr auf die fette Weide lässt. Er treibt sie in einen ummauerten Bereich am Stall, den Cortile. Es ist Zeit für die Schafschur, die Tosatura. Diesen Termin Ende Mai, bei zu kaltem Wetter auch erst Anfang Juni, darf kein Schaf und erst recht kein schwarzes verpassen. Es ist nämlich das Umstyling von Sardinias Next Top Sheep. Ohne Gnade kommt alles ab. Nur die Witter behalten ihre Wolle, damit sie für die Damen angenehm riechen. Naja, das Umstyling, also die Schafschur, La Tosatura oder Sotusorio, geht ähnlich wie bei Heidis Fohlen nicht ohne Zetern ab. Oh mein Gott, nein! Was versteht denn der alte Typ da von modernen Schaffrisuren? Nee, nicht so grob und nicht so kurz. Nee, bitte keine Fukuhila. Nee, nicht. Krass. Krass, wie das aussieht. Die sardischen Schafe sind aufgeregt. Aber sie sind halt auch sehr zottelig. Ihre Wolle ist lang und ziemlich rau. Die Unterwolle ist dicht und kurz. Mit Kämmen und Bürsten kommt man da einfach nicht weit. Da kann bei einem Schaf keine Rede sein. Sie brauchen auch diese Fett- und Schmutzschicht über den Winter, um warm hindurchzukommen. Und darum sind sie einfach irgendwann richtig, richtig dreckig. Und die Wolle muss ab. Es nützt einfach nichts. Vor dem heißen Sommer wird die Schermaschine angelegt. Oder bei traditionellen Betrieben mit weniger Tieren wird auch noch die alte Schafschere aus Eisen bemüht. Die heißt Sosferos de Tundere. Sardische Schafwolle hat leider kaum noch einen Wert. Das liegt zunächst daran, dass das sardische Schaf kein ausgesprochenes Wollschaf ist. Die Wolle, oder Lana, wie sie hier heißt, ist weder leicht zu spinnen, noch besonders angenehm zu tragen. Ein kleiner Teil geht als Naturmaterial in Bauwerkstoffe, zum Beispiel zur Dämmung, oder dient als Dünger. Einmal erhielt ich von einem Hirten aus Marmoyada 5 Säcke Wolle, sozusagen direkt ab Schaf. Bereits die Reinigung war ziemlich aufwendig, denn Schafe laufen ja recht ungehemmt durch die Walachei und sammeln mit ihrem Zottelfell quasi alles Piekige ein, was sie finden können. Und daraus nun strahlend weiße Fasern zu zaubern, ist einigermaßen herausfordernd. Und die sehr dreckigen Teile kann man zwar als Dünger im eigenen Garten verwenden, aber irgendwie ist es doch zu schade zum Vergammeln lassen oder zum Wegwerfen. Und insofern war ich neugierig und wollte es probieren. Und ja, mein Fazit, Wolle waschen ist zwar anstrengend, verlangt auch Ausdauer, aber gleichzeitig auch Feingefühl. Und es ist mega meditativ, inspirierend und tatsächlich auch befriedigend, wenn man so einen Haufen Schafwolle gewaschen hat. Wirklich großartig. Und das ist ja etwas, was viele von ihrem 9-to-5-Job auch gar nicht sagen können. Naturwolle ist zudem eines der schönsten Dinge, die uns die Schafe schenken. Und in Kissen, Polstern oder Bettdecken verarbeitet, aber bitte mit weicher Umhüllung, ist das auch sehr gesund. Also ein Teil der Wolle wird auch in sardischen Teppichen verarbeitet. Die Tapetti Sardi
sind wirklich auch kleine Kunstwerke, die oft so an die Wand gehängt werden und häufig noch auf natürliche Weise mit Pflanzen gefärbt. Zum Beispiel macht die Kooperative Su Marmuri in Ulassai wirklich, wirklich schöne Teppiche von herausragender Qualität, handgefertigt, ganz großartig, mit Motiven der sardischen Künstlerin Maria Lai. Kann ich nur empfehlen, wer ein wirklich schönes, echtes Souvenir haben will, mal nach Ulassai in die Werkstatt zu fahren, das Laboratorio. Das findet man nämlich bei der gleichnamigen Grotte in Ortsnähe Su Marmuri. Und die Grotte kann man sich dann auch gleich noch angucken. Und die schöne Landschaft sowieso. Und das Museum der Künstlerin auch noch. Da kann man sich wirklich einen guten Tag aufhalten. Weitere Teppichhochburgen findet man auch in Adjus, in Samugeo oder in Sarule. Oft wird dann noch auf antiken Webstühlen gearbeitet. Es ist kein wirklich kommerzielles oder gar industrielles Geschäftsfeld, sondern es sind einzelne Personen, die das noch machen. Und da müsst ihr euch dann ein bisschen durchfragen, wenn ihr vor Ort seid. Ja, zurück bei der Schafschur ist die Wolle mittlerweile ab. Die Schafmodels werden wieder auf die Wiese entlassen und nach getaner Arbeit, die entweder in Nachbarschaftshilfe oder mit reisenden Schäfern organisiert wird, feiern dann Schäfer und Scherer mit ihren Freunden und Familien oft noch ein gemeinsames Fest. Und über offenem Feuer wird dann gegrillt, das Porcetto Arrosto oder aber man kocht noch, ich habe es im letzten Jahr erlebt in Djerjey, dort wurde in Tontöpfen und in einem Tagine-ähnlichen Kochtopf, möchte ich es mal nennen, auf der Glut Kichererbsen und eine Minestrone gekocht. Das war ganz, ganz großartig. Es gibt auch natürlich zum Beispiel von den frisch fisierten Schafdarmen produzierten Ricotta oder Pecorino, auf hausgemachten Pane Carasau, oder was bekommt man noch? So Schaffleisch tatsächlich auch. Das Pecora in Capotto wird ganz lang mit Kartoffeln und Zwiebeln gekocht, mehrere Stunden. Das ist auch wirklich sehr gut. Dann steht der Cannonau natürlich, der Rotwein, in niemals leeren Tonkaraffen auf dem Tisch. Und ja, die Hirtenküche Sardiniens passt ganz hervorragend zu dem Fest an sich. Und es ist genauso wie damals, ist eine Schafschur auch heute noch wirklich ein Fest für alle. Und ja, zum Glück ist es im Mai meistens wirklich sonnig warm und das Ganze findet draußen statt. Außer die Schur selbst, die Schafe sind natürlich in so einem abgesperrten Bereich, entweder im Cortile oder in einem Stall. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Plan einfach einen ganzen Tag ein und fahr ins Hinterland und versuch dir so einen Termin ausfindig zu machen. Es ist wirklich eine ganz großartige Erfahrung. Und ja, wie gesagt, der Mai ist ein wirklich toller Monat, ein früher Sommer oder ein später Frühling oder auch beides. Und man darf sich aber nicht zu früh freuen. Also der Wonnemonat kann tatsächlich auch verrückt spielen. Es gibt Regen, Hagel, Gewitter, kann alles sein. Das muss auch wirklich ehrlich gesagt werden. Manchmal ist der Mai auch das schwarze Schaf unter den Monaten. Aber das ist ja vielleicht auch gerade das, was ihn so ein bisschen liebenswürdig macht. Und selbst wenn es sich ein paar Tage einregnet, das liegt einfach daran, dass Sardinien eine Insel mitten im Meer ist und der Frühling im selbigen halt recht instabil. Das ist so das Inselschicksal.
Wo wir es hier gerade mit Schafen zu tun haben, würden das Schwarze Welche und ich gerne noch ein bisschen im Thema bleiben und euch etwas mit der sardischen Hirtenkultur vertraut machen. Also die Schafschur ist halt ein Bestandteil davon. Sardiniens Landeskultur ist aber wirklich auch ganz, ganz eng mit landwirtschaftlichen Themen verbunden und eben auch mit Schafen. Es gibt mittlerweile auf der Insel über 3 Millionen Schafe, während es nur 1,5 Millionen Einwohner, also menschliche Einwohner gibt. Schafe sind ja auch Einwohner, aber eben etwas wolliger. Und auf einen Einwohner kommen also 2 Schafe, und das hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich ausgeweitet und entwickelt mit der Produktion zum Beispiel von Pecorino, der jetzt weit über die Landes- und Inselgrenzen vor allen Dingen heraus exportiert wird. Und genau, und es gibt so ein paar schöne Themen, die auch mit dem Hirtentum verbunden sind. Fangen wir mal einfach an bei dem traditionellen Bild des Schafhirten, des sardischen Schafhirten, wie man sich den so vorstellt. Hirte zu sein hat auf Sardinien einfach trotzdem wenig mit Romantik zu tun. Also man stellt sich das ja meistens immer so ein bisschen idyllisch vor. Da sitzt einer mit seinen Schafen auf der Wiese und knabbert auf einem Grashalm und blinzelt in die Sonne, während die Schafe fressen. Tatsächlich hat es eher mit Arbeit zu tun, auch viel mit Unbequemlichkeit und mit Frühaufstehen, viel mit Stallarbeit und also ganz wenig mit Romantik. Und in früheren Zeiten hatte das Hirtenleben auch viel mit Einsamkeit zu tun, denn viele Hirten waren auf der Wanderschaft der Transhumanz und mussten tatsächlich getrennt von Familie und Freunden und ihrem angestammten Heimatdorf die Zeit verbringen und waren da viel alleine. Und trotzdem, auch wenn dieses Hirtenleben so unbequem und ungemütlich war, vielfach, waren und sind immer noch viele Hirten sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie tun, mit ihrer Arbeit. Und die Schafe, die wissen tatsächlich, warum. Es ist nämlich ein Leben ganz nah an dem, was essentiell wichtig ist. Stark und hallend, rau und weich treffen Klänge mitten in unser wolliges Herz. Der Cantu a tenore oder Su cantigu a tenore ist der traurig liebevolle Hirtengesang Sardiniens. Tiefe Emotionen aus längst vergangenen Zeiten, als wir noch mit unseren Hirten auf langer Wanderschaft waren, sind in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Die poetischen Lieder erzählen oft Geschichten von Liebe und Freundschaft, aber auch von Unterdrückung und Geschichten, die das Leben brachte, von Trennungen. Der Hirte auf der Transhumanz war eigentlich ein einsamer Mann, ohne große Worte. Die Literatur-Nobelpreisträgerin aus Sardinien, Grazia Deledda, schrieb: Der Hirte ist immer allein, wie ein wild lebendes Tier. Seine Gesellschaft war die Herde, und traf ein wandernder Hirte auf andere Schäfer, bildeten sie eine temporäre Gemeinschaft. Sie saßen bei Mahlzeiten beieinander, waren aber Fremde. Um sich auszutauschen, entstand der Gesang. Er schuf große Nähe und wahrte gleichzeitig Distanz. Üblicherweise
sind die Tenores jetzt zu viert. Chöre ordnen sich in entsprechenden Gruppen zusammen und sie ordnen sich nach Stimmen. Diese 4 Stimmen bilden eine Art Orchester, die interessanterweise Tiere und Menschen repräsentieren, die man aus dem Hirtentum kennt. Die erste Stimme heißt Subasu und repräsentiert das Kalb. Sakontra ist das Schaf. Samesuboge, oder auch die halbe Stimme, ist das Lamm. Und Saboge ist der Hirte, der Pastore. Er ist der Vorsänger und gibt Melodie und Rhythmus an. Wenn die Männer singen, wissen wir Schafe, alles ist in bester Ordnung. Ja, Sardinien ohne Schäfer und ohne Schafe ist wirklich undenkbar. Genau, wer wollte auch schon auf diese wolligen Biester verzichten? Tatsächlich ist das Hirtentum bis heute und schon seit ganz, ganz langer Zeit eine wichtige kulturelle Ressource. Und die Wanderschäferei, die Transhumanz, von der ich jetzt erzählen möchte, Satramuda, die gibt es schon seit etwa 1400, 1500 vor unserer Zeit, also schon so seit 3.500 Jahren ungefähr. Die Sarden haben als Halbnomaden gelebt und als solche ihr Leben einfach nach den besten Weidegründen ausgerichtet. Und eingebürgert haben sich insbesondere in der Inselmitte Weidewechsel, die so im halbjährlichen Turnus stattfinden, im Frühling und im Herbst. Wenn es halt in den Bergen zu karg wurde und zu kalt, dann wurden die Tiere in die Niederungen gebracht, wo es noch fruchtbares Land gab. Und das konnte tatsächlich, allein die Wanderung konnte 1-2 Wochen dauern, bis man es geschafft hatte. Andere gingen auch schneller. So, man muss aber wirklich bedenken, dass es damals keine Straßen natürlich gab und die Hirten sich ja auch in der Zwischenzeit irgendwie verpflegen mussten und woanders meinetwegen zu Gast waren, einen geeigneten Rastplatz finden mussten, und war alles etwas schwieriger als das heute ist. Aber die Transhumanz lebt auf Sardinien immer noch und sie ist wirklich fundamental wichtig und auch ein Schlüssel, um die Kultur Sardiniens zu verstehen. Die Insel ist durchzogen von diesen uralten Hirtenpfaden, genannt Sentieri della Transumanza. Und das sind Pfade, auf denen wirklich Generationen von Schäfern mit ihren Herden gegangen sind. Zum Beispiel von Fonni und Ovoda hinunter ins Oristanese und ins Miglio Campidano, von Arzana oder Villagrande, Strisaili bis nach Perdasdefugo oder nach Tertenia, von Lula und Lodè bis hinunter in die Baronie bei Torpe und Posada. Und wir finden noch ganz, ganz viele andere solcher Pfade. Und in jedem dieser Dörfer ist dann auch irgendeine schafige Perle zu finden. Also entweder findest du eine kleine Käserei, die mit ganz traditionellen Methoden arbeitet, oder jemand, der tatsächlich Wolle verarbeitet oder diese Teppiche zaubert. Oder aber auch den Tenorgesang, wie zum Beispiel in Biti. Wobei die Wanderschaft tatsächlich alles andere als romantisch war. Die Hirten legten so 50, 80, 100 Kilometer zurück in mehreren Tagen und Nächten. Dann mit wenigen, aber langen Pausen, bei jedem Wetter, ohne jeden Komfort. Und es war einfach im Winter nicht möglich,
Schafe in den Sardischen Bergen zu halten und zu versorgen. Die wenigen Weiden wurden über die Regensaison abgefressen und verdorrten im Sommer. Und Zufüttern war einfach damals und ist bis heute auch wirklich ein Fremdwort. Damals war es ganz natürlich. Das bisschen, was auf dem kargen Land wuchs, das brauchte die Familie selbst zum Essen. Frauen, Kinder und Alte blieben nämlich in den Dörfern und mussten sich versorgen und versorgten sich auch gegenseitig. Einige sardische Hirten machen das heute noch, aber lange Distanzen legen sie zum Tierwohl auch mit der Herde im Lastwagen zurück, denn so lange wirklich auf Teerstraßen zu laufen, ist für die zarten Schaffüße nicht gut. In Arzana, Desulo und Orgosolo gibt es immer noch die Wanderschäferei von hohen in niedrige Lagen. Und man könnte es auch Transhumansleit nennen. Und diese Hirten sind einfach die Verbindung ins Damals. Sie halten die Tradition lebendig. Der Viehtrieb und der Weidewechsel ist darum im Mittelmeerraum auch immer noch lebendig. Und in den Alpen findet er auch statt mit Kühen zum Beispiel. Und damit sind die Sarden auch seit 2019 Teil des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes. Ein erwähnenswertiges, schafiges Kulturgut sind die Hirtenhütten auf Sardinien. Diese sind Wohn- oder Schutzhütten und haben wirklich viele Namen auf der ganzen Insel, je nach Region oder Baumaterial verschieden. Cuiles findet man oft im Supramonte, Pinettos heißen sie im Medio Campidano, manchmal auch in der Gallura. Barraccos kennt man im Gennargentu bei Fonni. Und die meisten von ihnen haben eine runde, dicke Grundmauer. Sie entwickelten sich aus den nuragischen Rundhütten. Die Rundhütten waren üblicherweise in einem Dorf zusammengefasst. Hier diese Hirtenhütten, die standen allein. Auf der Grundmauer wurde ein Dach aus Ästen und Zweigen gebaut. Für den Bau nahmen die Hirten einfach das, was in der Gegend wuchs oder am Boden lag. Die allerschönsten Hütten sind für mich die Cuiles, die mit Wacholder gedeckt sind, Ginepro auf Italienisch. In anderen Gegenden eben mit Pinie oder Pino. Daraus entwickelt sich dann das Wort Pinetto. Im Nordwesten gibt es auch Steindächer, weil man einfach das wenige Holz zum Heizen brauchte. Und an der Westküste findet man sogar Hütten aus Schilf, weil das eben da wächst und auch als Material im Seeklima erprobt ist. Und allen Hütten gemeinsam ist aber ihr Zweck. Sie waren das temporäre Zuhause eines Hirten, der eben auf der Transhumanz von seiner Familie getrennt war oder auf einer kurzfristigeren Wanderung oder einem Aufenthalt in einem bestimmten Weidegebiet einfach ein Wetterschutz vor der, zum Beispiel im Supramonte-Boot, wo es auch durchaus mal ungemütlich werden kann. In einem Ovile, das Wort begegnet einem manchmal auch, da wohnen hingegen die Schafe. Und das Wort leitet sich vom italienischen ovis für Schaf ab. Und manchmal lebten Schafe und Schäfer auch gemeinsam, denn er musste auf sie aufpassen und manchmal war es einfacher, irgendwie nur ein Gebäude zu bauen oder es gab nur eins, das da war und dann lebte er auch mit den Tieren zusammen. Und ja, es gibt wirklich, wie gesagt, die schönsten Hirtenhütten, finde ich, im Supramonte, aber auch auf der Giara, welche ist es jetzt? Sidi, glaube ich, ist es.
Die wird auch als Weidegrund genutzt von vielen Schäfern und auch da stehen noch ein, zwei Pinettos, die wirklich sehr hübsch sind. Auch auf der Giara di Gesturi. Sie begegnen einem immer mal wieder und sind nicht nur pittoresk anzuschauen, sondern eben auch ein Schutz und das nicht nur für die Hirten damals, die dort pausierten, was essen konnten, schlechtes Wetter abwarten und übernachten konnten. Heute sind sie tatsächlich für uns naturverbundene Reisende auch offen. Also jeder darf reingehen, aus den gleichen Gründen, wie auch die Hirten schon reingegangen sind. Die sind generell unbewirtschaftet, das heißt, du musst dich selbst organisieren, dir selbst dein Picknick mitbringen. Wenn du da übernachten willst, musst du dir deinen Schlafsack mitbringen, eine Unterlage und auch vielleicht damit rechnen, dass da andere Menschen sind. Kannst ja mit denen dann auch anfangen zu singen, wenn du möchtest. Also man kann sie nicht im Voraus buchen, sondern es ist wirklich so eine sehr autarke und individuelle Art zu reisen und zu wandern, auch mehrtägige Wanderungen zu machen. Und sie sind auch gar nicht so unwichtig, weil es mittlerweile verboten ist, auf Sardinien zu biwaken. In solchen Hirtenhütten darfst du aber sehr wohl übernachten. Du darfst halt nur nicht in freier Natur dein Zelt aufschlagen. Dazu kommen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle zu den fröhlichen Geh- und Fährbooten auf der Insel, die es ja überall gibt, gegen allzu unvorsichtige Nutzung der Natur. Genau, diese Hirtenhütten haben in der Mitte meistens auch eine Feuerstelle. Die darf man aber nur außerhalb des Feuerverbotes, was von Mai bis Oktober meistens gilt, benutzen und auch nur mit äußerster Vorsicht und nach Möglichkeit Fachkenntnis, am besten von mit einem lokalen Guide, der das schon 100-mal gemacht hat. Nichts ist furchtbarer, wenn so eine alte Hütte wirklich wunderschön ausbrennt. Das gibt da so ein paar Beispiele und es ist wirklich, wirklich traurig. Und es gibt meistens keine Möglichkeit, sie wieder aufzubauen, weil dieser Wacholder, der ist mittlerweile geschützt, der darf nicht mehr geschnitten werden und es gibt auch nur noch ganz wenig davon. Insofern, ja, einfach versuchen, sie heil zu lassen und auch bitte Müll vermeiden und unbedingt wieder mitnehmen. Dankeschön. Sardinien ist also die Insel der Schafe. Ja, und das mit vollem Recht. Das ist heute wirklich untrennbar miteinander verbunden. Aber wusstest du, dass Sardinien eigentlich mal die Insel der Wälder war? Und dass auch die irgendwie mit Schafen zu tun haben? Wie genau das war und warum Schafhaltung eigentlich damals gar nichts Wünschenswertes war, das versuchen wir jetzt mal zu erklären. Also, es begann bei den alten Ägyptern. Die nannten Sardinien das große Grün. Und das aber nicht wegen des grünen Grases jetzt im Mai oder im Frühling, sondern wegen der vielen dichten Wälder. Das ist fast unglaublich, wenn wir heute im Sommer verzweifelt nach schattenspendenden Bäumen suchen, denn die findet man fast nicht. Also wer viel wandert und viel draußen ist, der kann da manchmal wirklich verzweifeln, so dass Wandern im Sommer quasi unmöglich wird. Jetzt geht's gerade noch, aber das war im 18. Jahrhundert noch deutlich einfacher, auch wenn da das Wandern nicht so weit verbreitet war. Aber da war Sardinien reich an ausgedehnten Waldgebieten mit einer unglaublichen Artenvielfalt, von der wir heute nur träumen können. Sowohl die Wälder als auch das flache und baumlose Land waren gleichmäßig bewirtschaftet. Der Beruf Hirte umfasste neben dem Hüten von Schafen damals auch das von Schweinen, Kühen und Ziegen
Und gleichzeitig waren sie oft auch oder in dem Familienverbund Landwirte, die eben Getreide, Mandeln oder aber auch Zitrusfrüchte, Wein, Oliven, Honig und vieles mehr anbauten. Also es ist wirklich wahr, davon hat sich vieles bis heute erhalten. Da sind Ziegen, die immer noch in den Bergen umherstreifen, Schweine, die auf Wiesen gehalten werden. Auch die Kühe leben hier weitgehend stressfrei und laufen frei in den Bergen. Wein wächst genauso wie Obst und Gemüse auf unbelasteten Böden weitgehend. Aber heil ist Sardiniens Welt deswegen noch lange nicht. Also die einzelnen Produktionszweige sind nicht ausgewogen und die globale Marktwirtschaft zwingt auch sardische Produzenten immer billiger zu produzieren. Gewinne verpuffen hier genauso in der Lieferkette und bei Konsortien. Und Schäfer bekommen lächerliche Preise für Wolle oder Milch und auch Lammfleisch, wirklich nicht mehr das Leben wert, das der Preis da repräsentiert. Ich kriege jedes Mal Zustände, wenn ich das höre und lese. Während am Markt aber die Preise, zum Beispiel für Pecorino, den Schafskäse, immer weiter steigen. Also die Arbeit, das haben wir ja schon festgestellt, ist wirklich hart und Hirte ist kein lukrativer Beruf, sondern wenn überhaupt, ist es eine Berufung. Aber so richtig, es muss einem schon Spaß machen und man muss da schon eine Art Lebenssinn oder die Fortführung einer Tradition drin sehen. Ja. Um nun zu schauen, wie das Schaf mit dem Wald zusammenhängt, müssen wir uns mit der systematischen Entwaldung Sardiniens beschäftigen. Die industrielle Ausbeutung über mehrere Jahrhunderte hinweg hat 90% dieses großen Grüns, das die Ägypter kannten, ausgelöscht. Disboscamento heißt das Hasswort, Entwaldung. Der Insel fehlt damit ein gesamtes Ökosystem. Wer versteht oder auch nur eine leise Ahnung hat, dass auf unserem Planeten alles zusammenhängt, weiß, wenn man so stark eingreift in die Natur, dann leidet dieselbige. Dann leidet der sardische Boden, dann leiden die Lebewesen, dann leiden auch die Menschen, so oder so. Man fragt sich natürlich, wie das so weit kommen konnte, weil die Natur war schon Mittelpunkt der sardischen Kultur. Zum Beispiel galt der Baum als unfassbar heilig. Die Menschen betrachteten ihn als lebendiges Wesen und behandelten ihn geradezu respektvoll. Und Wälder wurden von den Sarden gemeinsam und nachhaltig genutzt. Sie ließen Tiere im Schatten laufen, fütterten Schweine mit Eicheln und Kastanien, schlugen Bäume nur nach Bedarf. Und die Natur des Waldes versorgte sie alle. Dann aber kamen die Savoyer. Und über die Besatzungsgeschichte Sardiniens müssen wir uns auch nochmal in einem Beitrag widmen. Das werden wir sehr gerne machen, weil das auch sehr, sehr spannend ist, obwohl Geschichte, aber halt sehr konzentriert auf diesen kleinen Flecken Erde, wirklich interessant. Die Savoyer jedenfalls waren eine der ältesten und einflussreichsten Dynastien Europas. Für sie war Sardinien nur eine Ressource, die im großen Stil ausgebeutet werden durfte. Und dieser destruktive Ansatz, der so ein bisschen auch in den Zeitgeist der damaligen Welt passt, hielt Jahrhunderte vor. Also man benötigte Holz für Schiffe, Kohle für Eisengießereien. Das führte später noch beim Ausbau des Eisenbahnnetzes auch zu irreparablen Schäden. Nicht nur an den sardischen Wäldern, sondern eben auch an dem Verhältnis der Sarden zu den Regierenden oder in diesem Fall Besatzern. Die Einwohner wurden unbezahlte Zwangsarbeiter oder auch Corvée genannt, die
das Walderbe ihrer Heimat zerstören mussten. Und zu einem Unglück wurde auch noch der sogenannte Editto delle Chiudende erlassen. Da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Aber etwa 4/5 des Waldes waren bereits mit Beginn der Industrialisierung im 9. Jahrhundert verloren. Und die beiden Weltkriege gaben dem Bestand den Rest. Nur einige kommunale Wälder haben überlebt. Ausgedehnte Wälder wie früher gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Zum Beispiel den Foresta di Montes bei Orgosolo, Iscanoneris und Guturumanu bei Capoterra fallen mir da ein. Und der Raubbau verursachte wirklich gravierende, auch hydrogeologische Schäden an der Insel. Also starke Regenfälle sind bis heute einfach schwierig zu ertragen, weil sie für verheerende Überschwemmungen sorgen und die Wälder, die ursprünglich den Boden festhielten, nicht mehr da sind oder halt mit anderem Bewuchs jetzt bewachsen. Tja, und dann hat man eben, was übrig bleibt, ist ein ausgelaugtes, baumloses, karges Land. Und dann such mal ein Nutztier, das anpassungsfähig genug ist, um sich dort, um dort gehalten werden zu können. Und wo landen wir da? Genau, beim Schaf. Das liebe, gute, alte Schaf. Um überleben zu können, sattelten die sardischen Landwirte auf die wolligen Vierbeiner um. Schweinehaltung wurde massiv dezimiert. Der Bestand an Ziegen und Kühen wurde etwa halbiert. Auch weil in den Bergregionen eben viele Tiere mit Eicheln und Kastanien gefüttert wurden, die es ohne Bäume nicht mehr gab. Und insofern kein Futtermittel mehr da war. Dieser Wandel spiegelt sich dann auch in der sardischen Küche. In der Gallura gab es bis vor 200 Jahren gar keine Schafe. In vielen traditionellen Gerichten wurde Rind oder Ziege verarbeitet. Und heute finden wir eben in der Gallura auch Schafprodukte. Und Wildtiere wie Hirsche, die früher ebenfalls als Nahrung dienten und in den ausgedehnten Wäldern große Populationen hatten, die sind heute rar und geschützt. Und andere, wie das Mufflon, verlieren immer mehr Lebensraum, stehen auch unter strengem Schutz. Wildschweine haben sich fast zu gut angepasst. Die fühlen sich nämlich auch in diesem halbhohen Baumbestand recht wohl und dürfen gejagt werden. So, nur zu bestimmten Zeiten, aber das Wildschwein gibt es durchaus ab und zu mal in der sardischen Küche. Ja, auf den abgeholzten Flächen setzte sich die Monokultur durch und mit ihr entstand auch das Monoprodukt, was der heutige Exportschlager Sardiniens ist, der Schafskäse, der Pecorino. Und so gesehen haben die Sarden natürlich das Beste aus der Misere gemacht, aber wie wir alle irgendwie schon mal gehört haben, die Abhängigkeit von nur einem Produkt oder Markt ist selten richtig gut. Und so kam es 2019 zu einer Revolte der sardischen Schäfer, als der Preis für Schafmilch auf nur 72 Cent pro Liter gesunken war. Heute ist er fast wieder doppelt so hoch, aber der Verlust der Wälder und diese ganze Geschichte, die ganze Vorgeschichte, das wirkt bis heute nach. Und die vielen Schafe erinnern die Sarden quasi täglich an diese unsägliche Geschichte und auch an die Fremdbestimmung. Und das ist kein einfaches Thema. Und diese 3000 Jahre Besatzergeschichte, von denen ich erzählt habe, die hängen auch wirklich sehr eng mit Sardiniens Selbstverständnis zusammen. Und schauen wir da doch einfach noch mal ein bisschen genauer rein.
Die Insel blickt auf knapp 3000 Jahre zurück, in denen Invasoren, Besatzer, Eroberer, Piraten versuchten, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Das lag vorwiegend natürlich an der zentralen Lage zwischen den Kontinenten, auch zwischen Spanien und Italien. Und es war einfach ein begehrenswerter Standort, weil es zum nächstgelegenen Land ja doch sehr weit war. Und die Seemächte haben sich regelmäßig um diesen Felsen mitten im Meer, im westlichen Mittelmeer gekloppt, kann man so sagen. Die Sarden zogen sich daraufhin ins Hinterland zurück, weil einfach an den Küsten ständig irgendwelche Leute ankamen, die plünderten, mordeten und vergewaltigten. Also das Meer und wer darüber kam, war nicht wirklich ein Freund. Und in diesem Zusammenhang wird ein Sprichwort bemüht, das sich aufgrund dieser Geschichte entwickelt hat. Ich kann leider kein Sardisch, aber ich versuche es mal. Furat in domo, peus kie benit de mare. Bestimmt komplett verkehrt, aber übersetzt kann ich besser. Es stiehlt, wer im Haus stiehlt oder über das Meer kommt. So zu lesen in Miele Amaro, dem Werk von Salvatore Cambosu, einem wichtigen sardischen Schriftsteller. Dieser Spruch wird gerne mal für alle Besatzer, so als Rundumschlag, bemüht, aber er entwickelte sich eigentlich erst nach 1823 unter König Vittorio Emanuele I. von Sardinien-Piemont. Das Königreich hatte mit Sardinien selbst nur wenig zu tun. Die Insel war nur ein Namensgeber, um die Macht zu demonstrieren im westlichen Mittelmeer. Der König regierte in Turin und das einfach auch nicht unbedingt zum Besten Sardiniens. Er hatte auch eine ganz schlechte Idee, muss man so im Nachhinein wirklich sagen. Und zwar den schon erwähnten Editto delle Chiudende. König Vittorio Emanuele I. erlaubte mit diesem Erlass auf Sardinien die Einzäunung von Land. Jedermann durfte mit Hecken, Gräben oder Steinmauern so viel Land einzäunen, wie er fand, wenn es sich nicht um Wege, Tränken, Futterplätze oder Quellen handelte. Steine gab es wahrhaft genug und so wuchs ein schier unendliches Netz aus Mäuerchen. Bis in die abgelegensten Winkel der Insel finden wir sie. Das so eingezäunte Land nennt man Tanka. Der König dachte, von seinem Thronsessel vermutlich sogar dem Volk etwas Gutes zu tun. Also die Savoyer führten damit de facto den Privatbesitz auf der Insel ein. Und das passte zwar in die Geisteshaltung jener Eroberungszeit, aber eben nicht nach Sardinien. Zwar hatten die Sarden Besitz, wie zum Beispiel ein Haus oder ein Hof oder Land, aber waren überhaupt nicht verrückt nach diesem Eigentum. Im Gegenteil. Das Land war nämlich bis auf wenige Ausnahmen Allgemeingut und auf jeden Fall Kollektivbesitz und allen zugänglich. Was wuchs, wurde in der Dorfgemeinschaft geteilt und verteilt. Die Hirten lebten halbnomadisch und zogen mit ihren Herden frei durchs Land, je nach Wetter und Ertrag der Böden. Und der damalige Erlass bewirkte, dass guter Boden eingemauert wurde, oft von adligen Besatzerfamilien mit vielen Arbeitskräften und karges, steiniges Land frei blieb. Und das war natürlich ein Desaster für die Hirten und ihre Tiere. Also quasi das nächste Desaster nach der Entwaldung. Das Land war durchzogen von Mauern, der freie Durchgang, libero passaggio, war oft unmöglich. Es gab Streit um Besitz und Wegerecht. Neue Steuern und Abgaben wurden erhoben. Und wenn jemand Tiere auf seinem Land weiden ließ, konnte er jetzt auch Geld verlangen. Nicht selten verhungerten Mensch und Tier,
weil das eingezäunte Land sie nicht zu ernähren vermochte. Ganze Familien verarmten. Und in der Folge, raten wir mal, entwickelte sich das Banditentum auf Sardinien, was die Insel auch zu zweifelhafter Berühmtheit befördert hat. Ja, und damit sind wir nämlich bei Furat qui furat in domo obenit da sumare. Die Regierung hat in domo, also zu Hause, gestohlen. Sie hat dem eigenen Volk einen Teil seiner Kultur genommen. Das gesamte Leben der Sarden drehte sich um 180 Grad. Vom halbnomadischen Hirtentum und kollektiven Eigentum zu Sesshaftigkeit, Privatbesitz und damit auch der Frühform des Kapitalismus. Und diese Episode begründet vielleicht mehr als alle anderen die bis heute andauernde Skepsis der Sarden gegen ihren politischen Chef. Denn der italienische Staat ging nach dem Risorgimento aus dem Königreich Sardinien-Piemont hervor. Und als aufmerksame Reisende erkennen wir das durch die immer wieder an Wände geschriebene Botschaft: Sardinia non est Italia. Sardinien ist nicht Italien. Und daran ändert auch der Sonderstatus als autonome Region Sardinien nichts. Also eine Selbstverwaltung ist keine Unabhängigkeit. Und die Sarden haben wirklich ein kollektives Elefantengedächtnis. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Als Volk kann man sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Und alles, wirklich alles, was nach Fremdbestimmung aussieht, ist nicht akzeptabel für sie. Auch Europa ist darum nicht überall populär. Aber vielleicht wäre Sardinien so als unabhängiges Land in einer Europäischen Union gar nicht so übel als Idee und vermutlich auch nicht schlechter dran als heute, so als Anhängsel von Italien. Vielleicht wäre es mit seiner vielfältigen Kultur und mit den trotz allem bewahrten Werten und Traditionen sogar ein gutes Vorbild, wer weiß. Und vor diesem Hintergrund ist das, womit die Sarden heute antworten, wirklich sehr erstaunlich. Und das ist Gastfreundschaft. Also heute wie gestern heißen sie Fremde als Freund in ihrer Mitte willkommen. Auch uns als Urlaubende, die wir ja auch über das Meer kommen. Wie soll es auch anders gehen? Ist halt eine Insel. Und ich finde das eine echte Meisterleistung in Sachen Nächstenliebe. Und ja, meine Lessons learned daraus ist einfach diese offenen Arme der Sarden, die sie wundersamerweise besitzen, nicht auszuschlagen. Einfach bei sardischen Gastgebern wohnen, einheimische Erzeugnisse kaufen, lokale Produzenten unterstützen, lieber auf den Wochenmarkt gehen, als Industrieware aus dem Supermarkt mitnehmen, um den Ferienhauskühlschrank zu füllen. Zum Abendessen auch mal ins Hinterland und in die kleinen abgelegenen Dörfer fahren, statt das Sushi-Kettenrestaurant im schicken Feriendorf zu besuchen. Kann man auch mal machen, aber vielleicht ist unsere Aufgabe als Reisende und als Urlauber auf Sardinien ja, das Herz der Sarden zu gewinnen und uns ihnen zu nähern, statt nur unser Herz an die Insel zu verlieren. So, wir hoffen, es hat euch gefallen hier im Mai auf Sardinien. Und wir werden natürlich mit diesem Konzept, euch die einzelnen Monate vorzustellen, noch weitermachen. Ja, aber nicht sofort, denn in der nächsten Folge geht es erstmal um die Posidonia oceanica. Das ist das Seegras, das viele Leute an den Stränden Sardiniens sehen und nicht so recht wissen, was es damit auf sich hat. Das werden wir auflösen und danach geht es um den Juni. Wir freuen uns. Kleines PS in eigener Sache. Der schwarzschafige Reiseblog, von dem wir hier immer reden, ist unter www.pecora-nera.eu zu finden. Das ist italienisch und heißt schwarzes Schaf. Pecora schreibt sich mit C. Und wir freuen uns auch da über deinen Besuch.
Und jetzt lassen wir dich noch ein Minütchen mit den Schafen und ihren Glocken allein. Viel Freude!